Heute ist ein komischer Tag. Irgendwie ist alles schief gelaufen, was schief laufen kann. Zuerst hat mein Flugzeug Verspätung, dann verpasse ich meine Mitfahrgelegenheit und jetzt bin ich in dem Hotel gelandet. Mein Name ist Eugene Vickery und ich mache ein Praktikum in Berlin. Ich bin eigentlich nur kurz in der Schweiz, um meinen Bruder den Marc juristische Fragen zu beraten. Er will Corippo im Tessin touristisch aufwerten. Und bei so einem kleinen verschlafenen Dörfli führt das natürlich zu Problemen. Zum Glück konnte ich von einer Kollegin ein Auto auslehnen. Aber ich kann es erst morgen haben und darum bleibe ich jetzt noch eine Nacht in Zürich. Bericht über Succeed, die bekannteste Energy-Drinkmarke der Welt und ihr schneller Weg zum Erfolg. Die Stadt Winterthur hat neue Pläne für die Nutzung des Stadthauses. Eigentlich ist er erst früher vom Kommunikationspersonal Eugene Vickery aufgegriffen worden. Hat da jemand meinen Namen gesagt? Es weiss doch nur mein Bruder, dass ich da im Hotel bin. Wer will denn etwas von mir? Und die Zeit? Wieso haben die meinen Namen gesagt? Ich kenne die ja gar nicht. Von wo wissen die, dass ich da übernachte? Es hat sich kurzfristig ergeben, weil der Flüger Verspätung hatte. Hat mein Bruder davon erzählt? Nein, das glaube ich nicht. Er ist ja so korrekt. Vielleicht mal Leica. Ja, aber das macht auch keinen Sinn. Sie bringt mir ja nur ein Auto. Ausser sie arbeiten ja da. Vielleicht hat sie es einem Arbeitskollegen erzählt. Ja, das macht wohl am meisten Sinn. Ich kann einfach nicht schlafen. Was war denn da? Da war doch etwas. Nein, das ist etwas früher. Zuerst läuft er dort der Wand entlang, geht dann auf die Bühne, dort, wo er vor der Projektion durchläuft. Jetzt dann gerade. Genau da! Da ist doch etwas aufgeblitzt. Mal schauen, ob ich genau dort stoppen kann. Was? Das ist ja ein Succeed. Weil ich etwa durch die Werbung manipuliert zum Succeed trinken. Und weil ich am Abend nicht einschlafen kann, bin ich den nächsten Tag übermüdet und brauche Energy Drinks zum Wachwerden. Und am Abend, wenn ich Fernsehen schaue, werde ich wieder aufgefordert zum Trinken und kann nicht schlafen. Das ist ja völlig absurd. Nach dem Ausleeren und Auswaschen. Meine Eltern haben schon recht gehabt. Immer sauber und clean bleiben. Ich hätte vielleicht auch beim Fernsehen schauen sollen, auf sie hören. Sie haben ja immer gesagt, ich sollte nicht so viel Fernsehen schauen. Und dann würde ich wahrscheinlich auch nicht durch die versteckte unterschwellige Werbung beeinflusst werden. Zwar, es ist ja eigentlich schon gut, dass ich sie entdeckt habe. Dann kann ich das allen mitteilen. Es kann doch nicht sein, dass das Phänomen noch niemand entdeckt hat. Und der Fernsehsender hätte es ja wissen sollen, oder nicht? Die schauen doch das Programm amigs genau an. Zwar, sie haben ja auch schon Fehler in der Übertragung gehabt. Alle machen ja Fehler. Darum sollte ich ihnen auch sagen, dass sie da versteckte Werbung senden. Sehr geehrte Damen und Herren. Gestern Abend habe ich in Ihrem Programm kurz aufblitzende, unterschwellige Frames von Succeed-Dosen entdeckt. Also machen Sie sogenannte subliminale Werbung, welche verboten ist.
Wissen Sie von dieser Manipulation? Sorry. Hey Marc, hast du das Mail gesehen? Ja, ich bin gut angekommen. Aber hast du das Mail gesehen? Und? Ja, eben, es ist verboten. Die Leute könnten uns alle manipulieren und niemand würde es merken. Wir müssen die Sache unbedingt an die Öffentlichkeit bringen. Ich habe schon den Medien geschrieben, bis jetzt leider noch keine Antwort bekommen. Aber du hast das Frame gesehen. Ja, ich bin etwa in 3 Stunden bei dir. Ich warte jetzt gerade auf eine Kollegin, die mein Auto bringt. Mhm. Okay. Ciao. Bis dann. Hey Malaika, hey. Hi. Geht's gut? Ja, danke Mama. Ja, ich muss dir etwas erzählen. Gestern Abend, hey, shit, ich bin am Fernsehen gesessen. Da nimm den und ich Schlüssel. Was? Der Lichtschalter klemmt ein bisschen beim Auto und ja, wir sehen uns und hören uns und pass Okay. auf dich auf, tschüss, ich muss gehen, allein, tschüss. Malaika war auch hergestresst heute. So richtig kurz ab und es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn sie Saxid Energy Drinks würde trinken. Ich meine, sie hat genau so die Symptome gezeigt von diesen scheiß Saxid. So völlig ungeduldig, nervös, sie kann nicht mehr zu Ende denken und genau wegen dem sieht man ja die Manipulation nachher nicht mehr. Also bei ihr würde es mich echt nicht überraschen. Die Malaika trinkt ja wirklich Saxid. Ist es richtig gewesen, auf Berlin ein Praktikum zu machen? Oder hätte ich doch direkt weiter studieren? Nein, das Praktikum ist wichtig. Das tut sich gut im CV. Aber ich treffe meine Kollegen und meine Familie und meinen Brüder einfach fast nie mehr. Wir telefonieren ja einmal in der Woche. Aber das ist einfach nicht das Gleiche. Und in Berlin versteht mich irgendwie niemand so richtig. Natürlich gehe ich raus, aber ein richtiger Kollege... Ich bin ja nur noch 3 Monate dort. Und dann bin ich wieder zurück und alles ist wie früher. Wird echt in Berlin auch manipuliert? Oder ist das nur in der Schweiz so? Nein, es muss in Deutschland auch so sein, da ja dort auch extrem viele Leute extrem viel Saxid trinken. Das muss also ein weltweites Phänomen sein. Shit. Ich muss das mit Saxid aufdecken. Sehr geehrter Herr Vickery, wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass die S&C Media Group nichts von diesem Phänomen weiß. Fuck. Sie sehen es nicht. Aber das Mail ist zu kurz. Sie haben meine Sachen sicher gar nicht genau angeschaut und mich einfach direkt abgewimmelt. Aber ich bin mir ganz sicher, dass ich die aufblitzende Saxidose gesehen habe. Es ist wirklich da. Ich lasse mich einfach abwimmeln, weil ich lästige Fragen stelle. Wahrscheinlich wissen sie auch über Saxid-Werbung Bescheid. Sicher bekommen sie dann auch noch Geld von denen und stecken mit denen unter einer Decke. Haben die dann so viel Macht? Energy Drinks sind ja schon ein Millionengeschäft, aber ich muss unbedingt zu meinem Bruder. Er weiss sicher, was zu tun ist.
Hey, warum bist du am Suizidplakat abreißen? Ich habe in dem App von der SNC Media Group mit meinem Großvater Werbung von Suizid entdeckt. Hey, ich habe die Werbung auch gesehen. Das Was? ist ein Skandal. Sind auch die Typen im Anzug hinter dir her? Was für Typen im Anzug? Folgt mich. Für mich, ich kenne ihn nicht. Weil in der Schlucht können sie mir nicht nachkommen und dann habe ich wenigstens ein bisschen meine Ruhe. Du kannst sie erkennen an so einer Krawattennadel. Krawattennadel? Ja, so eine silbrige Nadel, die du die Krawatten am Hemd festmachen kannst. Wenn ich dich will, will ich mich von ihnen verstecken. Das Einzige, was mir etwas gebracht hat bis jetzt. Am Schluss. Canyoning und so, du weißt. Scheiße! Sie hat wirklich recht gehabt. Was macht ein Anzugsträger mit einer Krawattennadel in Corippo? Das kann doch kein Zufall sein! Mal, es muss ein Zufall sein, sonst wäre ich in Gefahr. Einfach hinten reinlaufen, dann rechts abbiegen zu meinem Bruder und alles ist gut. Fuck. Geht auch rechts. Das bedeutet noch nichts, solange nicht auch links geht. Scheiße! Von wo wisst ihr, dass ich da bin? Bin ich etwa vorverfolgt? Renn einfach weg! Ich werde vorverfolgt! Einfach rechts laufen. Aber im dunklen Loch könnte ich mich verstecken. Weil sie lauern auf mich. Rechts! Nein, da hat es böse Gartenzwerge, also links. Oh ja, am Licht noch alles bis zu der Sonne. Umso weiter weg ich bin, desto besser. So bin ich dann vorverfolgt. Woher weiss der, wo ich durch muss? Nein, nicht links, es ist privat. Sollte mich auf meinem iPhone tracken. Scherben bringen Glück, also schaffe ich's. Oder sie wollen sich mich sicher und geborgen fühlen. Darum lassen sie etwas fallen und zersplittern. Ich lasse durch meine Gedanken vom Helikopter aus ablösen. Schnell wieder ab in den Schutz vom Dorf. Fuck! Ich muss zu meinem Bruder. Der weiss immer, was man machen muss. Schon wieder Abzweigung, links. Nein, garantiert nicht. In dem Dorf werden ja sogar Katzen entführt. Ich gehe in die andere Richtung, sonst werde ich auch entführt. Und gerade wieder links runter. Die Verschwörung von Saxir muss ich mit meinem Bruder aufdecken. Ich habe es jetzt dann gerade geschafft. Durchbeissen. Mit meinem Bruder bin ich Schwächling, endlich in Sicherheit. Durch die Türen durch und dann habe ich es geschafft. Endlich! Guten Tag, Herr Vickery. Schön, Sie zu sehen. Ihre Brüder haben mir schon viel von Ihnen erzählt. Ich habe gesagt, Sie kommen heute noch vorbei. Du kannst ihn! Ich weiß, wer du bist! Wieso manipulieren die alle? Du schaffst unser Gesicht! Du musst es gar nicht verheimlichen! Ich weiß alles über euch! Und ich will alles aufdecken! Ich weiß nicht, was Sie haben, Herr Vickery. Ich bin der Herr Ländli. Ich arbeite schon 9 Jahre bei den Insure. Ja, schauen Sie selber. Du lügst! Lügner! Er lügt! Er hat die Krawattennadel! Genau die! Die haben alle, die zu Saxid gehören! Schein, jetzt beruhig dich. Er ist Versicherungsvertreter für Corippo Tourismus. Er lügt! Benimm dich bitte. Alle, die bis Benimm dich bitte, du weißt, Vickeris benehmen sich nicht so. Lass mich nicht an! Hast du das an Corippo? Er lügt einfach! Ja, hallo, da ist Ländli. Ich bin in Corippo, im Büro von der Corippo Tourismus. Ein Kollege von uns drückt völlig durch. Er ist aggressiv und wird handgreiflich. Der Brüder hält ihn zurück. Kommen Sie so schnell wie möglich vorbei. Nach einem schlechten Tag, wo man meint, es kann nicht mehr schlimmer werden, kann es trotzdem noch beschissener werden. Glaubt mir. Nachdem das dann die Polizei kam, haben sie mich in die Psychiatrie gesteckt. Die glauben doch tatsächlich, dass ich mir das alles nur einbilde. Doch, wenn es nur eine Einbildung wäre, dann wäre das Frame weg, wenn man den Film nochmal schaut. Oder?